Gemarius, gereist steht im Namen des Herrn Jesus. Habe ich mal bemerkt, wenn ihr vielleicht im Großrestaurant seid oder in einer Stadt, wo ihr seid, in den Lüren, und kicken rum nur die Menschen, die vorbeigehen, aber so klar zu sein, als wo die Christen sind und wo die nicht Christen sind. Wenn die das gemerkt haben, dann habe ich mit fleischlichen Augen gekickt, nur dort wird verboten ist. Aber wir wollen ein bisschen nur Gott sein Wort kicken. Und sein Wort sagt, was Gott sagt über einen geistlichen Mensch. Und wo wir ein bisschen vergleichen mit dem fleischlichen Mensch und dem geistlichen Mensch. 1. Korinther 2, Vers 5 sagt, Jün Glauben soll sich nicht nur menschliche Weisheit richten, aber nur Gott seine Kraft. Uns Glauben soll nicht gebüht sein, nur dort wird Menschen sein, ab dort wird Menschen checken, aber ab der Kraft Gottes. Was ist die Kraft Gottes? Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 16, ich schäme mich nicht, das Evangelium, weil dort ist die Kraft Gottes, seilig zu merken, all die dort glauben. Seilig worden, kommt von Glauben, das Evangelium. Von Glauben, das Wort Gottes. Nicht ab dort, wo Menschen sein oder wo Menschen taub stellen oder sich verstellen, aber ab das Wort Gottes. Glauben, was Gott sagt. In Titus Kapitel 1, Vers 14, da Paulus nur Titus schrieben und sagte in seht nicht mehr nur jüdische Fabeln, also am jüdische Fabelnkammern, und nicht am Gesetzen, die bloß von Menschen kommen, die Wahrheit verloren haben. Also seht nicht nur jüdische Fabeln. Weil die Juden hatten sehr viele Traditionen, wo die sich nur rechten leiden, wo die Bühnen leiden. Da kann von eng auf sein, was von echter Jüd dort wir, so sie sich angetragen hat, so sie seine Haar hat, und manche Jüden werden vielleicht viel mehr so, dass ab der Mann so sehr zu sein wir, in die Kultur von wo, in der Religion, wo wir von hier kommen, ist vielleicht viel mehr die Achtung ab der Frühes gesagt, wo das aussieht, von wo die herkommen oder wo die haben die hier oder was die glauben ist. Aber man kann Juden wieder sehr viel auf der Mann so klar zu sein. Und er sagt, dass die nicht aufgeben mit jüdischen Fabeln in die Gesetzen, die bloß von Menschen kommen, die Wahrheit verloren haben. Die nicht auf Gott sein Wort bühen, aber auf ihre eigene Tradition. Und das ist so leicht zu tun, wir als Menschen sind so geneigt zu tun, wenn wir sehen, wo Menschen sich verhalten, um durch Mann zu passen und mit dem mitzugehen, uns auch ein bisschen so handstellen, als die tun, sodass wir ein bisschen besser Mann passen, dann fällt uns möglich. Dort ist, wo das Fleisch das, und wo die Augen abchecken, die fleischlichen Augen, aber um geistlich zu sein, muss wir Gott sein Wort checken. In Gott seine Arbeit, das ist innerlich. Und wir wollen wieder dort sein. In Kolosser Kapitel 2, und da möchte ich mehrere Versen lesen, Kolosser Kapitel 2, und will anfangen von Vers 13.
Paulus schrift hier nur die Gläubigen, die gläubig geworden sind in Kolosse. In die Schrift hier, zu Ende sind wir nu Christen geworden, gläubig an Jesus Christus. Sie haben Jesus angenommen als ihr Heiland. Die Schrift zu Ende sagt in Kolosser Kapitel 2, Vers 13, sagt je wären zu einer Zeit geistlich tot an jene Sünden in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat jünd durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben. Erstens sagt dass je wären zu einer Zeit alle geistlich tot. Er sieht nicht, dass sie nicht eine Religion hatten. Die hatten eine Religion. Die hatten viel Gesetze, wo die abbühen deuten, wo die nur streben deuten, wo die nur leben deuten, wo die einen den anderen nur rechten deuten und so weiter. Aber er sagt, aber geistlich wie je tot. Geistlich wie je alle tot. In eine fleischliche Natur. Die fleischliche Natur, so ist die Ewen checken, so ist ein Mensch gewöhnlich, natürlich denken dat, aber die Sprecher sagen, dass du erst in Wahrheit, die ziemt sich reich zu sein, ein Mensch, aber das eng von dort lädt ihm tot. Weil er sagt dort, zu dessen, was er gläubig geworden wäre, sagt er, aber Gott hat jünd durch Christus zum Leben gebracht. Weet je, nicht durch einen anderen Lifestyle. Nicht indem, dass sie haben einen Satz Gesetzen aufgelegt und einen anderen Satz Gesetzen angenommen. Nicht indem, dass sie haben eine Gemeinde verloren und eine andere Gemeinde gegangen. Er sagt, Christus hat jünd gerat, weil er jüne Sinnen vergeben hat. In Vers 14 sagt er hat den Schuldschein, den Schuldsadel, der Account, was gegen uns wir, was wir schuldig wären, der mit seinen Forderungen von Gesetzen her gegen uns stund, durchgestreckt in was sie gebracht, er hat den Schuldschein und das Kreuz genäht. Die List, wo all unsere Schulden abgeschrieben werden, was wir schuldig wären, sagt er, die hat er durchgestreckt, ausgestreckt. Die sagt er, die hat er an sein Kreuz nun genäht. Und dadurch sind unsere Sünden vergeben. Sie haben nichts zu tun mit was wir getan haben. Das ist nicht, weil wir haben ein frisches Blatt übergedreht oder ein anderes Leben angefangen oder was immer wir nennen mochten oder was immer das genannt wird. Verschiedene Wege beschrieben Menschen dort. Ein neues Leben angefangen, in der Reihe gestanden, wie gemeint geworden, noch viele andere Dinge, Menschen dort beschrieben, was wir von Natur als Mensch tun oder mit unseren Augen sein. Aber Gott sagt in seinem Wort dort, die, die wirklich nie geboren sind, die wirklich sind, sagt er, dort hat er getan. Er hat deren Schuld ausgestreckt, er hat deren Schuldsadel und sein Kreuz nun genäht, und hat unsere Sünden vergeben. Weil je dort merkt der Unterschied. Und dort ist was von Bernen passiert. Der Sünde, was ein Mensch hat, der kostet gleich verbieten an sein. Bitte, wenn wir unsere eigenen Gesetze abstellen und dort Sinn nehmen, wenn die Gesetze nicht neu gefälscht wurden. Aber das ist nicht, wo Gott noch kicken hat. Wir wollen wieder noch mit sein, wo Gott noch kicken hat. Und Vers 15 sagt er hat die Gewalten in die erste Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Er mögt an den Abseinen für alle Menschen in Leid an Wach als Fastgenommene.
hij deed met de geistlichen krachten verhandelen, die deed hij bingen, die deed hij uit dem Stich nemen, en zij hadden die öffentlich voor mensen, dat hij dat bewezen, wat hij, wo hij siegen deed, over de machten van de duisternis. Zodat even die Ungläubigen, die door beim Kreuz stonden, dat zagen, wo Jesus starb, die werden überzeugt, dat hij Gott sehen wir. Die wordt bezien aan ongeneld wie om Kreuz, sagt dat aan en roept aan aan. Dus die sagt, dat hij Gott sehen wir. En nu zegt hij in vers 16, laat je nu van keinem dat je wessen schwor merken, door even wat je eten en drinken zal, oder wonen helje jou je holen zal, oder even niemand in Sabbat. En met deze dingen zijn we zeer bekend. In dit zijn wo die äußerliche Gesetze en dingen wat mensen met opkomen en wat zich goed zijn, zo van buiten aan te zijn zijn, vielleicht so uitloten, als van dat göttlich is, als van dat fromm is, als van dat goed is. Maar Paulus zegt dat Christus heeft met den grond, met de wortel verhandeld. Met je wortelen, dat gaan we niet zijn. We zijn Aster en Blätter en Frucht, maar niet wortelen. We zeggen, Christus heeft met de wortel verhandeld, met de machten van de finsternis, die door even ons herrschen deden, en die door ons de ogen verblenden deden, zodat we werkelijk kunnen zijn wat de waarheid weer. Dat we werkelijk sagen, dat de waarheid is, dat het evangelium, de kracht Gottes selig te merken, al die erin leven. En wanneer we niet werkelijk zijn wat de waarheid is, dan checken we van buiten, dan checken we van natuur, dan checken we fleischlich. En dan merken we Entscheidungen, dan doen we rechten, woont goed is en woont slecht is. En dan als er krak doen, wem die vrouwen doen. Dan merkt dat een onderscheid, als die wanneer van de rechte zijde geknijpt wordt, of van de linker zijde. Maar wanneer we nu Gott zijn woord checken doen, hij zegt, dat is am Hort. Dat is onze zinden, wat er zwischen ons en Gott gekommen werden. En door heeft Christus met verhandeld. Die heeft hij weggenomen. Onze schuldzadel heeft hij om Kreuz genäht. En onze zinden heeft hij ons vergeeft. En dat is wat hij onderscheid merkt. Dan zijn we vrij. En daar, hij zegt hier, dit is wat je weer. Je weer alle dood en jullie zinden. Maar nu heeft God door Christus jullie zinden vergeeft, jullie een nieuwe creatuur gemerkt. En nu zegt hij, laat je niet verder deze gesetzen uploaden. Laat je niet van keinem dat je wessen schwor merken. En dat is dit, ik heb dat merken, mensen komen naar ons met verschillende dingen en proberen ons dat je wessen schwor te merken. Jo, ober, dit zult je ook nog doen. En de Apostelgeschichte, als die vervolging in Jeruzalem kwam, en de Gläubigen zijn verstrekt worden, wijd en breed, ze gingen alle wegen en deelden het evangelium met, en velen kwamen te geloven. Maar dan kwamen zo'n hingen aan, die ook gläubig werden aan Christus, waarschijnlijk, maar die zeiden, aber jemanden dacht nog, je besneden laten, en dat je zelfs Moses houden. Dus dan werd er kwam de Aru en onvrede mang de Gläubigen. Ze nu wie je wassen waren beloten. Oh, maar zij moesten nu nog dit en dat en ja ook nog doen. Dat er nog allebei doen. Christus en dan nog al die andere dingen erbovenop. En dan kwam de onvrede mang de Gläubigen. En dan werd er roodgesloten. Wat nu? Wat weer wichtig en wat weer niet wichtig? En wie lezen dat, ik word vandaag niet te veel over zijn, oder ook niet dat te lezen, maar ik ga het zelfs nu lezen. Wat hij beschreven heeft, zij worden niets niet van dit afleiden. Dat wat de Juden zelfs
nicht trauen können, wo sie ungefähr versklavt werden, wo sie dann gebunden werden, dort wurden sie nu nicht noch die Herden ableihen, die wollten wir zum Glauben gekommen. Sie sagen dort an, dass Christus hat ihn frei gemacht von ihrer Sünde. Und die sagt, lot you nicht wahr von diesen Gesetzen, Schwormerken, den Gewissen Schwormerken, doordat dat die waren alle soorten Gesetzen abkomen, dit en dat en Jan zal je doen, en dit en dat en Jan zal je niet doen, en zo wieder. En besonders met wonen helgedeel te houden, en den Sabbat te houden. En we hebben van die mensen, en we hebben ervaring gehad damit, zij zullen wat gläubig werden, en de lang dat Evangelium geleefd hadden, gepredigt hadden, opeens dan komen die op met, oh joh, aber jemand moet nog den Sabbat houden. Dat is aber sehr wichtig, den Sabbat, den moet die houden. Oder verschiedene andere dingen, wo die met opkomen. Mir ist dann opvallend, dat in het laatste paar werk, hat met mir geredet, wat door ihr Gewissen bedrängt wordt, wil ze hadden met andere Christen geredet, wat door nog waren dingen toedoen deden, te ihr geloven, en zeiden, Joba, je moet nog deze dingen doen. En einer zei, ik zie zeer bezorgd, dat zijn gewisse dingen uit de schrift, wat je niet leren doen en niet volgen doen. En dan namen die wat äußerliche dingen op, wat verboten te zijn zijn, en gezegd hebben, is het niet opvallend, is het niet interessant, dat die dingen, wat de Christen van deel uiteindelen deed, zijn niet die dingen, wat we in God zijn woord vingen, wat we leven, wat ons gerecht maakt voor God, maar dat zijn die dingen, wat we zijn, wat van buiten zijn, wat van buiten non gedaan worden. Dat zijn de dingen waar we ons even oneinig zijn. En dat zijn de dingen waar ons hineinhouden doen, dat we niet werkelijk geen gemeenschap hebben. En dat zijn de dingen wat de wereld nu checkt. En zeggen ze, wanneer dat christen zijn, dan wil ik dat niet. Want dat is wat dat brukt. In Christen zijn, dan wil ik dat niet. Dat is niet aantrekkend, dat is niet angenehm, dat Evangelium nicht bestätigen, aber dat wordt een stumbling block voor dat Evangelium. En zo hebben we veel van jou, en besonders, want we denken aan de hintergrund van wie we herkomen, zijn zoveel dingen wat we metgebracht hebben, wat ons dan angeschopt worden, opgeloten en op ons gewissen opgedrukt, dat deze dingen moeten we doen, als Christen. Wanneer we werkelijk Christen zijn, of willen Christen blijven, of wanneer we willen werkelijk oprechtig Christus nu volgen, dan moeten we al deze dingen doen. En het zijn alles buitenlijke dingen, wat van mensen aangezien zijn, en toch zijn we dat jede groep, wat deze buitenlijke dingen betonen doen, die kan niet zich vereenigen, krijg wo dat zal gedaan worden. Dat moet nog een andere kleur zijn, of wat immer het moet zijn, of verschillende dingen, maar kan zich niet meer einig worden door aan. En dat komt niet van Christus. Dat is niet wat Christus wil, dat de gemeente zal uiteindelen. Dat Christus zal uiteinhouden, van gemeenschap gaan en van werkelijk taub arbeiten, zoals een klare Zeugnis wordt geven te de wereld om ons. Vers 17 zegt dit waren alles maar Schattenbilder van dat wat nog komen zal. Die dingen wat van buiten waren, die dingen wat te zijn waren, wat te antwoorden waren, zegt dat zijn alles de dingen, dat we best Schattenbilder.
Da haben wir im Alten Testament klar durch, über wir Schattenbilder von was noch kommen soll. Sagt er, wie nicht das Wirkliche. Sagt er, die Wirklichkeit ist Christus selbst. Die Wirklichkeit von dort alles ist Christus selbst. Aus Johannes, in 1. Johannes Kapitel 5, schrieben er, sagte er so klar, dort, dit ist das Zeugnis, was Gott gegeben hat von seinen Sehen. Und dort ist, dort, er uns ewig Leben gegeben hat. Und er sagt, in dit Leben ist in seinen Sehen. Die Wirklichkeit ist in Christus. Nicht nur bloß erst die Wirklichkeit in Christus, die Wirklichkeit ist Christus. Und dann sagt er, so wer den Sehen Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sehen Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist nicht, wer diese reelle Not kennt, oder sich so und so abstellt. Nee, sagt, wer Christus hat. Die Wirklichkeit ist Christus. Das sind nicht bütterliche Dinge, was wir uns antragen oder was wir uns verstellen oder wo wir uns unterstellen tun. Das sind die Wirklichkeit ist Christus. Sagt er, lasst euch nicht von Menschen verleiten, die durch seien, jemanden in Knien, in Engel anbeten. Und nicht von denen, die durch seien, sie haben Visionen gesehen. Und haben sich, und haben das keinen Grund zum Graut reden, als bloß ihren einen abgepufften Verstand. Und weet je, so sind von der auch viel Raum. Die haben nicht wirklich an sich an Gott sein Wort. Wenn je mit Tag kommen, Matthäus, die wollen nicht vertrauen, wo sie gesegnet sind, wo Gott sich offenbart hat, durch sein Wort und Mut gemerkt und Freudigkeit gegeben und so weiter. Die wollen alle Sorten pochen von was für eine große Vision sie gesehen haben, was für eine Traum sie gehabt haben, was für eine große Dinge Gott irgendwie offenbart hat, aber dann keine Specifics nicht, was wirklich helfen, andere Menschen abzubauen. Das ist nicht wirklich Christus, aber das von ihrer einen Verstand, von ihrer einen Verlangen und alle solchen Dinge, was sie damit beitragen tun, das ist nicht die Wirklichkeit von den Jesus Gottes. Er sagt, sie sollen abpassen und lasst nicht von Menschen verleiten, weil viele von diesen Dingen, die hören sich aber so jästlich. Und viele, die du vergeben, Christen zu sein, sagen, wenn du nicht so und so das, dann bist du auch nicht wirklich wahre geboren. Wenn diese oder die jästliche Gaben sich nicht bewiesen haben in deinem Leben, dann bist du nicht wirklich gefällt mit den Helden Jesus. Das soll Menschen sein. Das sind äußerliche Dinge, wo du zu hören gehen, wo du zu sein gehen mit den Ohren, aber nicht wirklich sind, nicht wirklich von Christus kommen. Und das sind die Dinge, wo Christen hineindellen dann, wo du Spülungen bringen dann, wo du Unfrieden bringen dann. Und wenn die Welt dann noch checkt, dann holt sich der Dienst hoch. Sei was so möchte ich nichts zu tun haben. Aber Christus sagt, lasst euch nicht von Menschen verleiten und alle solchen Dinge ableiten und alle solchen Dinge mit ihren Gewissen bedrängen. Christus hat euch frei gemacht. Er hat euch Sünden vergeben. Er hat das betont. Er hat euch frei gemacht, omdat je wirklich frei sein. Frei sein, zum Arm nu folgen. In Vers 19 sagt er, das sind Menschen, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von denen der ganze Körper taub geholen wird, in der Gelenke in Sehnen verbunden ist in Wort, so als Gott dort gefällt. Sagt er, das sind so, was sich aufsondern tun. Die sehen dort nicht an,
dort sei ein Port von den Charper sind, wo der Taub geholen ist, kriegst du aus uns Charper von Sehnen und Gelenken Taub geholen wird, und jeder Glied am Charper brückt den anderen Port von den Glied, und der Hund sagt nicht zu den Fout, ich brück die nicht, die kannst du nicht festholen. Die kannst du nicht anfoten. Für die hat ich kein Gebrück. Nee, jeder Port vom Charper brückt den anderen Port von den Charper. Wir sind taub gebunden mit Gelenken und mit Sehnen in Kraxel so wie geistlich auch. Aber sagt er, diese Menschen, von wo sonst das herkommen wird, sagt er, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von dem der ganze Körper taub geholen wird, so als Gott dort gefällt. Da sondern sie sich auf, da sagen sie sind Peter, und dann fangen sie an zu kritisieren, und zu rechten, und sich aufzusondern. In die Welt schickt er nach Hause und sagt, das sind Christen, das sind Christen, was schafft das? Erst Christus den Körper verdollt, seitdem sie die Leder aufgehakt und legen sich Peter ran oder wen? Kein Wunder, dass die Welt rum uns von der so wenig Gebrück hat für Christentum. Will so aus wie das Christentum verstellen mit uns leben, weil du wirst ein wirklicher Christen, dann wirst du die auch so antragen, das ist nicht antragen. Wenn du wirklich wirst der Ansicht kommen, dann wirst du auch noch das dabei tun. Wenn du auf Ehren vom Worten Christus wirst, dann wirst du das auch tun. All diese Dinge von Büten. In der Welt schickt du hin, in Sonne wird du noch Segen tun, die sind ganz confused sein, na, das sei sind reich und das sei sind reich. Wo weiß ich das dann nicht? Wo weiß ich, wo du reich hast? Weißt du, was du reich hast? Christus ist reich. Die Wirklichkeit ist Christus. Es ist nicht Christus dabei getan, es ist nicht Christus nach alle solchen anderen Dinge dabei getan. Die Wirklichkeit ist Christus. Weißt du, was Paulus sagt, das heißt, nur Korinth kam, durch das Evangelium zu bringen, er sagt, ich stelle mich vor, aus das nicht zu weiten, aus Christus in Arm gekreuzigt. Christus ist genug. Wenn wir Christus haben, dann wollen diese alle Dinge sich auswirken. Wenn wir Christus haben, dann wird die Frucht von seinem Jesus sich offenbaren in uns Leben. Ein Leib, wo wir einer mit den anderen verhandeln. Mit Geduld, wo wir dann einer mit den anderen verhandeln. Dann, wo wir Frieden haben. Wir wollen Frieden haben in uns Leben. Habe ich mal gemerkt, dass die Menschen, die kritisieren und sich aufsondern und so weiter, die haben nicht wirklich Frieden in ihr Leben. Das ist ganz klar. Die kennen Gott. Weil sie sind nicht in Taubhang, sie sind nicht in Gemeinschaft mit dem anderen Part von den Körper. Wo können die Finger, wenn der aufgehakt wird, wo können die wirklich arbeiten, so viel? Wo können die möglich sein, du allein will leben? Das ist gar nicht möglich. Damit wir ein Part von den Körper sind, damit wir uns vereinigen mit dem ewigen Part von den Körper, in Leib, in Geduld, mit Frieden, in Frieden, in geduldig taub arbeiten. Im Glauben, in Selbstbeherrschung, nicht in andere Beherrschung, und Selbstbeherrschung. Dort ist die Frucht von den Geist. Wenn je mit Christus von das Gesetz von dieser Welt gestorben sind, sagt Vers 20, woran lot je jünt dann wahre Gesetzen ableihen, als wenn je noch zu dieser Welt gehören. Weil je in dieser Welt muss wir nur Gesetzen leben. Die Beter forscht nicht, dafür mehr als 1000 Kilometer die Stunde hier auf dieser Weg. Du hast ein Gesetz. Wenn du das Gesetz übertreten hast, wo steht die Folgen davon leiden? Wo steht der vorn?
Weil du sagst, oh, der Stecker an meine Leistungsplate, das sag ich, Januar, und erst noch mal Februar, das ist ein paar Werk über Zeit, das ist so wichtig. Was findet das? Was toll dafür. In dieser Welt, Verordnung haben, wie durch die Gesetze leben, aber er sagt, wenn die an Christus sind, warum leben die an Christus so, als die in der Welt tun, durch die Gesetze nur? Sie Christus hat das Gesetz erfüllt. Er hat uns frei gemacht von der Sklaverei, von uns bedreckten Gewissen. Und er sagt, lass dich dort nicht weiter frisch ableihen. Dort nicht weiter frisch dran gehen. Und sagt, woran lässt die dann weiter Gesetze ableihen, wenn die noch diese Welt gehirten? Woran lässt die weiter frisch das Gewissen belohnen mit gewissen Dingen? Dit en dort en jant, nog alle moeten doen. En dat zijn meestal dingen waar we niet met voordig worden. Wat we niet ganz nu komen. En dan hebben we een bedreigd, beloond en beschmutzt gewissen. En dan gaan we niet werkelijk vrouw zijn. Dan gaan we niet werkelijk in vrede dat Christenleven leven. Sagt het, zij zeiden, du sollst dit nicht antworten, und du sollst dort nicht schmecken, und du sollst dort nicht anschieren. Dort wird doch alle von der Hängen verteert. Und es ist nicht aus Menschen reden und Menschen lehren. Sie, dort muss ich vielleicht gut sehen, wenn wir das hier sagen, oh ja, die Bibel redet ja eben davon. Weil er sagt, hey, wir sollen uns nicht loten, frisch, wie gesagt, du hast uns von der Rückgerat. Wir sollen uns nicht weiter frisch loten, abloten, in Schwur merken, dass wir weiter in Schwur Joch drehen down, wo wir nicht mehr vorig wollen. Das hat alles zu tun mit down und mit nicht down, mit antworten und nicht antworten, mit all so Dinge. Sagt er, das sind alles Dinge, das sind alles tätliche Dinge, die mit der Zeit, mit den Brücken verbrückt worden. Dort sieht wohl so, Vers 23, als wenn dort sich selbst abgeleitete Fremdsennen in diese falsche Deimut nur Weisheit liegend. Will sie den Körper schonungslos behandeln, aber die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch auf keinen Weg unter Kontrolle gebracht. Das wird alle von Büten abgedeckt und rumgewickelt. Und das sitzt sich vielleicht so, als wenn das Demut ist. Das sitzt sich vielleicht so, als wenn das göttlich ist. Aber es sagt, dass das Fleischesverlangen und so wieder, die wurden damit nicht unter Kontrolle gebracht. Ein Christ vertelt, in Schluss die drei, wo sie wie in der Port von einer Gruppe gewesen, wo die Antworten, wo da viel anrennen und der Horten anging. Besonders manche Männer. Schmutzige Gedanken, fleischliche Verlangen, wo sie gleich sich eben hatten. Und dann kamen sie taub und wollen mal rotschlitten, wo sie da können mit tun. Verschiedene Viren mit Pornografie, gebunden und alle Sorten Dinge. Nie wollen sie, was sie da können mit tun. Und dann wieder rot abgekommen. Sie wurden strengere Gesetze merken für ihre Frühes, weil sie sich antreiben leiden, sodass nicht würden eingetragen sein für ihre Jugend. Das seemt sich von Büten gut zu sein, zu einziehen. Aber es sagt hier, dass die innerliche, fleischliche Verlangen, die wurden dadurch gleich unter Kontrolle gebracht. Wir sind zur lauter Zeit angeworden, sondern die durch viel Gesetze haben und von Büten alles so haben, als es mojet, haben
veel trouble met pornografie. Wo is het damit? Well, this brother had op de meeting gezegd, wat wil we dan de eeuwige deel van de werk doen, wanneer we daar buiten in de wereld zijn, in onze arbeidsplaatsen, in de stad en alle wereld. Wat willen we dan doen? Wanneer we zondag dat al onder controle hebben in onze families, maar wat willen we de eeuwige tijd van de werk dan doen? Sie, dort ist dus de vrouw. Wanneer dat niet werkelijk am Horten ist, wanneer we niet werkelijk Christus haben lassen in ons Hort uns nie merken, en ons nie eine Anstellung geben, nie het Verlangen geben, dat alle wahrgenommen ist, dann ist es krank, und wieviel Gesetzen wir dann abtun, und wieviel Regeln wir anführen dann, wir wollen die fleischliche Verlangen keinmal unter Kontrolle kriegen. Weil Selbstbeherrschung ist eine Frucht von den Heiligen Geist. Das ist nicht something, was wir uns selbst anschaffen tun, oder uns selbst vernehmen doen en uitvoeren doen. Dat is de vrucht van de Geest. Maar we eenmaal anerkennen dat onze zinnen zijn met Christus op zich geneld. Hij heeft wij wahrgenommen. En dan moeten we aanladen en zien Heiligen Geest iedere dag. Dat hij wat controle neemt van onze gedanken, van onze last, van ons körper, van onze ziel en alles dat hij dort beherrschen wordt. En de vers, wat je in de bulletin hebben, Galater 4, vers 18, zegt dat, wanneer je jullie van Heiligen Geest regieren laten, heeft het gezegd, nu niets meer te zijn. Dat is wat ons wordt werkelijk vrij maken, wanneer de Heilige Geest in ons regieren wordt. Zie, de Heilige Geest, die schafft in ons Reinigkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Lief, Vrede, Geduld, Glauben, Selbstbeherrschung. Al die dingen, die hebben de Heilige Geest in ons. En dat kan du en ik niet met onze eigen willen uitvoeren. Du weet, is dat zo wichtig dat we dat in zijn, dat die buitenlijke dingen, die de vlees gouden zien gaan en mensen der eeuwen, is niet de antwoord. De antwoord is de Geest Gottes in ons. Want die door regiert, dat maakt de onderscheid. Zeg je, dit zit wel zo, als wanneer zich zelfs opgeleide from zijn. En dat is een falsche demoed. Dat is niet een werkelijke demoed. Dat is de falsche demoed, dat wat van buiten aangesteld wordt. In Matthäus kapitel 23, vers 27 en 28 redt Jezus tot de Pharisäer en de schriftgeleerden. En verder hebben we vielleicht een beetje een harde aanstelling tegen Pharisäer en schriftgeleerden. Want je, dat is lustig erg. Met de schriftleer. Wie zal de schriftleer? Wie zal weten wat de schrift zegt? Wie zal dat woord Gottes richtig laten in ons wonen? Maar wils, deze schriftgeleerden, dat bloß voor alle van buiten, niet van binnen. Doorwegen hat Jezus een harde woord vereend. En hier in Matthäus 23, vers 27 zegt hij, wij jullie schriftgeleerden en Pharisäer, Heuchler, je zijn zo als ongewitte gräber, van buiten stroom, aber van binnen vol dodesknerkes. En jeder Ort Reinigkeit. Van buiten hoi, van binnen foei. Dat is wat Jezus zegt. Wat je die zeggen, die probeert dat je zegt nu te komen wat op een buurstub. Alles. En aan te vieren en zeggen te aan andere woorden ook, niet meer bloos zijn. Die werden zo als policen. Wat nu checken en zeggen merken dat de andere alle woorden dat je zegt nu komen. Als Jezus met zijn dingen durch een karrenvlak ging een dag, een Sabbat danach, en zeggen dat, zouden die hadden wat karrenoren afgebracht en die nu van eten. Oh, maar dat zijn ze ook voor zich. Kijk maar. Oh, die doen het je afspreken. Dit is niet erlaubt, om Sabbat te doen.
Sie hat bloß von buiten. Alles probeert ze te controleren en reguleren van buiten. En Jezus ging voetsvaren en draaide naar dat wat van binnen is. Heb je niet gelezen? Heb je niet gehoord? Je zijn zoals witgewaschene greven. Van buiten laat het zo smak. Van binnen vol dode knakkers stinkt. Zo laat het junt van buiten. Als gerechte Menschen, aber von binnen sei je gesatzlose Heuchler. Von buiten leidet als heilige Menschen, als gute Christen. Aber von binnen sei je Heuchler. Heuchler meint, ein Ding vergeben zu sein, aber wirklich ein anderes zu sein. Von buiten dat alle Leute smaak laten, aber von binnen ist alle geschmutzt und schwingt. Das ist Heuchler. Und er sagt, das, was je sind. In Galater Kapitel 5, fangen wir an von Vers 13. Schrift Paulus hier zu den Gläubigen, die wir zum Glauben gekommen an Christus, aber wahre hat sich lassen Gesetzen ableiten. Alle solchen Dinge, die in schwer belohnt werden, wo sie nicht mehr beschäftigt werden, in Christus wir nicht mehr Nummer 1. Sagt er, Brüder, Galater 5, Vers 13. Brüder, jüd hat Christus zur Freiheit verholpen. Bloß brucht die Freiheit nicht, dort Fleisch den Wellen zu loten. Denkt so, dort sei weiten, dort die an Gott sind. Dort an Leib arbeiten, sagt er, wills Leib, Gott ist Leib. Und er sagt, in dit Wort alle Menschen anerkennen, dass die meine Kinder sind, von jedem Leib haben, einer für den anderen. Wir haben uns zur Freiheit verholpen und sagt er, nu, laat je die Freiheit nicht weiter wegnehmen. Laat je nicht weiter alle solche Dinge ableiten. Dass je Gewissen nur nicht bedrückt wird, dass je nicht wirklich kann, frei und froh und freudig sein. Willst dat Gesetz, will sagt er, der ganze Gesetz erst mit ein Wort topgeführt. Du sollst die Nächsten größer Gott sein als die selbst. Wenn die jünt über einen anderen bieten und durchholen, seid ihr nur, dass die jünt nicht einen anderen in den Grund bringen. Ich sage jünt so, wandelt im Geist, dann wo je das nicht tun, was das Fleisch gelasten hat. Wils das Fleisch verlangt, ruht dort, was der Geist nicht will. Und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer je und ever. Dann dort je nicht tun, was je tun mochten. Wann die jünt von den Helden Jes regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Paulus sagt in Römer, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist nur zum uns Wesen, dass wir kalt kommen, das Gesetz ist zum uns, was durchbringt, dass wir zu Christus kommen. Christus hat das Gesetz erfüllt, hat die Schuld betont und er macht uns frei. Und sagt er, wenn wir uns von den Helden Jes regieren lassen, dann hat das Gesetz nicht mehr zu uns zu sein. Da sagt er, da dürft ihr nicht weiter loten, alle sollten Dinge abloten. Wollt ihr bloß die Gewissen bedrängen, in was Christus zu sich schreiben, dass die weiter kontrolliert worden von diesen Gesetzen, und bloß durchgeworden sind, als du weißt, recht nur fallen, ist das genug, ist das gut, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, und all die Dinge, da was wir damit beschäftigen, und dann ist Christus nicht mehr an uns Ziel, der Heilige Geist hat nicht mehr Ruhm, sich zu beweisen, seine Frucht an uns Leben auszuleben. Und das, was er will. Mag Gott uns helfen, wir würden uns unsere Augen aufmerken von Gott sein Geist. Und wirklich nur dort sehen, was er wahrhaftig ist. Was er von binnen ist. Was er von binnen aufrichtig ist.
Da wo wir uns von Büten so verholen, dass wir nicht in Unstoß sind. Aber durch der wir uns noch nicht so dort handstellen, dort die Menschen von 10 Mil oder 1 Mil auf sein können, oh, das ist von dir. Oh, da je hier durchhan. Dort ist nicht ein Getrag nur Christus. Dort ist ein Unstoß. Dort ist sich einer mit den Ohren verglichen. Dann lieben wir uns immer weiter in dem Fleisch zu kicken, in der Rechten, ehe wir even weiten, ehe wir even dich biegen noch kommen, zum Utfängen. Was ist an der Person gehört? Jesus sagt, lot jün Licht so schien für die Menschen, dass die jüne gute Worken sein. Nicht jüne gute Gesetzen. Jüne gute Worken. Die Dinge, was je gut tun, wo je Leben bewiesen tun. Dort jün Licht so schien loten für Menschen, dass die das sein. Dass je Leben haben einer für den anderen, dass je das Beste wollen für einer den anderen, dass je proben den anderen Menschen zu helfen, durch Christus zu kommen, nicht in Steine, die sie weich zu leihen, wo die mal überhüpfen oder wo die sich seine Teilen anschleiten, wo die Wort holen von den Christus kommen. Lot jüd von den Helden jetzt regieren, sagt er, dann wollen je nicht, das lasst das Fleisch erfüllen. Wann je jüd von den Helden jetzt regieren, loten, haftet gesagt, je nicht mehr zu sein. Nur was recht wir uns? Und was holen wir uns? Check, wie bist du da, was du verboten hast? Sag, wie bist so sehr geworden und was verboten zu sein ist? Dass wir nicht wirklich besorgt sind, was du verboten hast? Wenn du das, dann sag wie auch so aus Gräber. Schmacke Grabstein. Schmacke Bilder an. Laat Strom. Maar van ben, ganz voll dode knakkes. Geen leven. Geen levende ben. En de tweede Petrus sagte dat den Schmuck soll nicht dort sein, was von Büten angetragen wird, aber das soll ein freundlicher Yes sein, was von Bernen kommt. Möchten wir uns loten von Christus so anstellen, so voll mit seinen Yes, dass wir nicht mehr so geworden sind von den nächsten Romans, was die Augen sein, über was Gott sieht. Was Gott sieht, ist, was wir von Bernen, das ist, was er arbeiten, das ist nicht, was wir arbeiten tun, aber das, was wir arm loten tun in uns Leben. Er hat eine gute Arbeit in uns angefangen. In Philipper 1, Vers 6 sagt er, wir haben das Vertrauen, dass die wird das auch vollenden, wo das angefangen hat. So, wenn ihr von Bernen habt, eine gute Arbeit angefangen in die, dann dauert nicht proben, von Büten zu vollenden. Lot den Helden jetzt, dort von Bernen vor dich merken, sodass das rückkommt, ab so einem Weg, dass die Welt, dort die gute Werke dadurch sind, und sie vorher verherrlicht wird, dass die dadurch durch Christus getragen werden. Mag Gott uns helfen, durch das. Lassen wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Arbeit, die du angefangen hast in uns. Und das ist eine geistliche Arbeit. Herr, wie wir geistlich dort. Wie wir geistlich schuldig und haben den Gesetz gebrochen und wir verdammt. Aber du hast dich erbarmt über uns und was du gekommen hast, unsere Schuld abgenommen, unseren Schuldsadel hast du an den Kreuz genäht und hast uns unsere Sündenschuld vergibt. Und du hast uns dienen jetzt gegeben. Und du sagst dir, Herr, wenn wir uns wollen regieren von dienen jetzt, dann wollen wir nicht die Last von das Fleisch erfüllen, aber dann wollen wir die Frucht von den Yes in uns leben haben. Dann wollen Menschen dienlich in uns sein, indem dass wir gute Werke tun, dass wir nicht um uns selbst besorgt sind, aber um die, die rum uns sind, die ihre Bedürfnisse fällen, die helfen
en leven, zodat Christus zijn licht kon te zijn in ons. Dat die door daar ook worden, nu die getrokken worden. Herr, vergeef ons als diene kinderen, als diene gemeente, wo we haben Dinge abgestalt en ongenomen, wat we niet toepingen doen, maar wat we neindelen doen. Herr, vergeef ons voor bütterlich gesonnen zijn en fleischlich en natuurlijk gesonnen zijn en niet geestlich gesonnen zijn. Help ons, Herr, dat we worden ons wirklich von den Helden jetzt regieren lassen in ons Leben und nicht uns weiter frisch lassen, alle sollten Gesetzen ableihen, sondern wird uns bloß uns Gewissen bedreiten und uns nicht lassen, wirklich in die Freiheit zu wandeln, die wir mit Christus uns frei gemacht, sondern wir können in Licht sein für die Menschen. So, wenn die uns kommen, Frauen, dass wir nicht da sein, du musst hier kommen, oder du musst das tun, aber wir können sein, du musst zu Christus kommen. Christus ist die Wirklichkeit. Christus ist die Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kann nur den Vater, bietet euch an. Herr, help uns, dass wir uns Leben so einstellen von denen jetzt, dass wir Menschen können durch Christus wissen. Und du sagst nichts. Dankeschön, Herr, für die Wort. Dankeschön für die gute Arbeit, die du hast angefangen in uns. Und wir beten, dass du die Wunsch auch vollenden, aber an den Tag Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du das kannst tun. Du kannst mehr tun, als wir denken oder nur Frauen kennen. Dankeschön, Herr. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.